Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, 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 Kacke. Das war so nicht geplant. Moment, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Mach groß. Mach gescheit groß. Änder dich, du Ludwig. Geht gerade nicht anders. So, hier, pass auf. Was ist denn hier los? Oh, Moment, Licht anmachen. Sorry. Ah, hier geht noch mehr. So, pass auf. Was macht das Vieh? Sorry. Es tut mir leid, es ist hier alles ein bisschen kacke gerade. Das hat einen Eimer in der Hand. Darunter, los. Das hat einen Eimer in der Hand. Das hat einen Eimer in der Hand. Okay. Ja, sorry, das ist jetzt alles gerade ein bisschen kacke hier. Ich habe mir das Spiel eigentlich auf den zweiten Monitor gelegt. Und... Meinst du, ob ich da reingehen kann? Ich habe mir das jetzt halt auf den zweiten Monitor gelegt und dann habe halt hier nur Internet gesurft und sowas und dann sehe ich gerade, hey, da läuft wer. Moment, der hat einen Eimer in der Hand. Okay, das sollte jetzt hoffentlich zu schaffen sein. Ich hoffe, dass das jetzt halt klappt mit der Aufnahme, mit dem Sound vor allen Dingen. Ich habe halt hier gerade das Problem, dass das... Wart. Kacke. Das ist nicht gut. Ja, sorry. Ja. Ich habe mir das Spiel hier auf den zweiten Monitor gelegt und ja, dann sehe ich halt, mein zweiter Monitor ist ein 1080p Monitor und dann sehe ich halt, dass das hier irgendwie komisch war. So, jetzt pass mal auf. Ich guck mal, ob ich das irgendwie... So. Ah, jetzt hab ich Sound. So. Ja, da hoch. Ja. Okay. 16 Stunden 57 Minuten. Das müssen wir uns mal merken. 16 Stunden, keine Ahnung, 55 Minuten ist jetzt das... Was war das? Ein Kind oder so. Habe ich das nicht schon... Da ist es. Es hat so einen kleinen Schwanz. Bleib doch hier. Komm. Geht nicht. Ja. Okay. Da hätte ich eventuell schneller schalten müssen. Das Problem an der Sache ist jetzt, wann kommt der? Wir haben hier gestern, Gesundheit. Cool Musik. Ziemlich lange hier gesessen und es ist gar nichts passiert. Und jetzt läuft da ein Kind. Ich schreibe mir jetzt, pass auf. Wenn ich das jetzt halt wegmache, seht ihr da noch... Ja, gut. Okay, ich kann hier also... Nee. Moment. Jetzt ist natürlich ganz weg. Ja, habt ihr Pech gehabt. Moment. Müsst ihr kurz warten. The Longing to Do. So, wo ist Le Longing? Da ist Le Longing. So, ich kann ja aber hier trotzdem schreiben, ohne dass ihr das seht. So, was habe ich denn to do? Fehlt 5 Holz. Okay, ich glaube, ich habe... Moment, es fehlt noch 5 Holz. Wir haben nur 1 oder 2 Holz gefunden. Für ein Bett. Pilz gepflanzt zum Hochklettern. Ja, das haben wir schon. Ich habe ja hier eine To-Do-Liste. Jetzt schreibt man mal auf. 16... Ne, das kann jetzt 16:55 gewesen sein. Es war 17 ungefähr. 17 Stunden. So irgendwie. Also. 17 Doppelpunkt. Sagen wir mal 5,9. Kommt Gnom mit roten Haaren. So. Die Frage ist jetzt, kommt der immer zur selben Uhrzeit? Also es ist, glaube ich, relativ klar, was wir hier tun müssen. Der hat... Ich dachte eben, da kommt wieder einer gelatscht. Der hat einen Eimer dabei. Den hat er ins Wasser runtergelassen. Wir müssen nur schneller sein. Ich hätte das eventuell
Wenn ich das Fenster vielleicht nicht vom einen Monitor rübergezogen hätte und so, hätte ich das vielleicht geschafft. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich habe einen Schlüssel. Und Holzbretter. Und ein Kristall. Okay, wir gehen nach Hause. Haben wir hier... Lass mich mal kurz gucken. Ich habe auch einen Haufen Hacken. Sollen wir mal probieren? Das Ding, sag mal, hab ich nicht. Das ist der weiße Raum. Habe ich mir keinen Marker gesetzt für die Dunkelheit oben? Okay, dann setze ich mir hier jetzt einen Marker hin. Merken. So, okay, das müsste verständlich sein. Okay. Gehen wir nach Hause? Pass auf, wir machen was anderes. So. Dahin. Ja, kleiner Spaziergang kann nicht schaden. Ja. Wenn der mal aufhören würde, dauernd ein Fenster aufzuploppen, dass ich dann zuploppen will und dann wieder alles zunichte macht, das wäre schon eine feine Sache. Aber ist halt leider nicht so. Geh jetzt dahin. Und lass dich nicht stören von mir. So, dann lass mal den jetzt halt einfach laufen. Und zwar runter in die Halle. Also in die Halle, wo die Karte ist. Und zwar folgendes. Hoppala. Was ich euch empfehlen kann. Ich bin müde. Müde zu sein. Auf Steam in die Guide-Sektion, da gibt es einen sehr guten Guide, einen Spoiler-Free-Guide oder sowas, wo alles erklärt wird, so mehr oder weniger. Und da kriegt man schon ein paar Sachen raus. Das Schöne ist halt, du kriegst halt nichts gespoilert, sondern hier, keine Ahnung, wo finde ich eine Hacke? Und dann steht da so kryptisch, ja, die gibt's hier im Level irgendwo zu finden. Dann gibt's einen Tipp 2, ja, guck doch mal nordwestlich von dem Dingens. Und dann gibt's einen Tipp 3, Tipp 4, Tipp 5, bis dann irgendwann komplett alles erklärt kriegst. So. Und manche Sachen habe ich mir da angeguckt. Manche Sachen habe ich auch nachträglich angeguckt, wie zum Beispiel... Ich muss mal warten, bis meine Freundin sich ausgerotzt hat. Das hört sich wirklich grauslich an. So, armes Mädchen. Also. Wie zum Beispiel, ich habe festgestellt, ich habe mal einfach Tower eingegeben und festgestellt, der Turm, wo wir gestern waren, das ist ein geheimer Turm. Wusstet ihr das? Ich nicht. So, das ist ein geheimer Turm und man kommt hin, indem man kann ja hier auswählen, an zufälligen Ort laufen. Und wenn man überall schon war, und dann zufälliger Ort wählt und dann kann man da wohl hin. Oder man findet ihn durch Zufall, so wie ich, indem man einfach hört, dass der da auf Sand läuft und nicht schlappt. Also es war wirklich krass Zufall. Und natürlich mein Skill, der mich dazu gebracht hat, diesen Ort zu finden. Feine Sache. So. Und noch geiler war, ich spiele ja, wir haben jetzt auch 20:26 Uhr. Ich spiele halt immer so gegen Abend halt, kurz vorm Pennen gehen, wenn überhaupt, spiele ich da dann, ne? Was kann man da auf? Ist egal. Und es ist wohl so, der Schlüssel, den man da findet. Also wir haben alles richtig gemacht, das ist richtig, da ist ein Storch rumgeflogen und dann dachte ich mir so, okay, da ist ein Storchennest, das erwähnt er sogar, da oben liegt ein Schlüssel, das Storchennest ist auf so einem Metallrohr und unten liegt ein Schlüssel, Storch muss sich nur aufs Nest setzen, was er dann ja auch gleich gemacht hat, Schlüssel fällt runter, alles geil. Moment. So, war also alles richtig gemacht. Auch hier wieder, das Glück ist mit den Dummen. Denn man muss irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit da sein oder irgendwie sowas. Habe ich da in einem anderen Wiki gelesen, weil ich nicht rausfinden konnte, was man mit dem Schlüssel machen soll. Die Frage war erstmal, wie kriegt man denn den Schlüssel? Und dann, ja, du musst warten, bis der Storch drauf fliegt. Also irgendwie hingekriegt aus Versehen. Das war schon mal sehr gut. Ich bin halt Skill natürlich. So, jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Schlüssel? Und also habe ich The Longing Key
What to do ist wichtig, weil wenn er nur The Longing Key eingibt und dann kriegt ihr einen Key für Steam, um The Longing zu kaufen oder so, was doof ist. Okay, also es gab dann jemand, der gesagt hat, geh mal unten in den Raum, wo die Karte ist, guck dir die Karte an und dann erscheinen da Türen auf der Karte. Mehrere Türen. Und eins davon wäre wohl eine Holztür. Irgendwie. Und da diese Holztür, das wäre die Tür, wo man hingehen muss. Die wird wohl jeden Tag an einer anderen Stelle sein oder so. Und die wird auch nur um 0 Uhr, also wenn das da oben 0 zeigt, also in 16 Stunden. Naja, zumindest hingehen können wir mal. Also du kriegst zwar angezeigt, dass da eine Tür erscheint, aber die ist noch nicht da. So irgendwie haben sie es erklärt. Und die erscheint wohl hier, wenn da oben 0, also um 0 Uhr, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das gucken wir jetzt mal, oder? Aber wenigstens was zu tun. So. Ich könnte jetzt auch gucken, um wie viel Uhr ich bei dem Kind da sein müsste. Oder so, dass das mich mit dem Eimer hochzieht. Aber habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, das ist jetzt nicht weiter schwer, muss halt oben sein. Ich werde halt einfach weiter so machen, ich lasse es halt einfach auf, lasse es hier im Hintergrund oder halt auf dem Nebenbildschirm laufen und wenn was passiert und dann ist gut. So, irgendwie. Dann gibt es wieder so ein Panikmodus-Ding, wie das eben gerade. So, wo sind wir denn eigentlich gerade? Kommt die Dunkelheit hier nochmal? Habe ich schon erwähnt, dass ich das immer abends spiele, deshalb bin ich auch immer so müde. War gelogen. Also, ich spiele das immer abends, aber dass ich immer so müde bin, liegt nicht am Abend, sondern es liegt so generell. Okay, ich bin einfach immer müde. Okay, jetzt laufen wir wieder hier ewig rum und ich habe jetzt hier ewig nichts mehr zu erzählen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. So, Moment, ich muss mich hier mal gescheit hinsetzen. Ich bin nämlich noch hier voll im Rum-Letz-Modus, also hier die Rückenlehne, weißt du so. Und dann letze ich mich hier so rum. Letzen ist ein Wort, das habe ich entwickelt. Das ist, wenn man liegen und sitzen. Ja, eigentlich müsste es dann Litzen heißen. Ist egal, Letzen hört sich cooler an. So, das Wort habe ich mal entwickelt, als ich einen Sitzsack mir gekauft habe. Weil in einem Sitzsack kannst du ja nicht sitzen. Da tust du so halb liegen und halb sitzen. Und ich habe es halt Letzen genannt. Ich letze mich da rein. So, gut. Und ja, so nenne ich das, wenn ich hier am Computer rummache, da habe ich die Rückenlehne nicht fest, damit ich hier gut und männlich aussehe mit stolz geschwellter Brust. Und da hänge ich dann halt so auf diesem Stühlchen hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve so. Aber für euch. Das ist natürlich wunderbar hier. So, das gibt dann wieder eine sehr schöne Folge. Wie ihr seht hier, die Grafik. Da wird alles abgefeuert. Raytracing, Path Tracing, Dark Tracing, Dick Tracy, alles drin. Dick Tracy ist nicht das, was ich weiß, keine Ahnung, was ihr denkt, aber es ist es nicht. Okay? Ich bin einfach alt. Guckt mal nach Dick Tracy, dann wisst ihr, was ich meine. So. Ja, was soll ich heute erzählen? Ich kann heute erzählen, ich habe heute einen Erste-Hilfe-Kurs gehabt. 8 Stunden lang. Nein, ich mache keinen Führerschein, muss man halt hier von Arbeit her alle 2 Jahre oder sowas. Und diesmal war ich halt auch dabei. Ja. Cool. Habe ich mal, ist eigentlich ganz praktisch. Mal wieder sowas lernen, wie zum Beispiel, wie eine stabile Seitenlage funktioniert, wie man das anwendet, ohne der Person, die dann von dir in die stabile Seitenlage gebracht wird, die Rippen mindestens zu verstauchen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ist ganz praktisch. Hätte ich vor 10 Jahren oder so, da wäre das schon praktisch gewesen. Ist das schon 10 Jahre her? Keine Ahnung. Wie lange hast du das her? Okay, so 7, 8 kriege ich gerade gehört. Kriege ich gerade gesagt und habe ich gehört. Kriege ich gehört. Ja. Macht mal. Also so. Oder informiert euch von mir aus online drüber, wie das ist mit Erste-Hilfe-Kurs und sowas. Also so. Wenn ihr es braucht, habt ihr keine Zeit dafür, um das euch anzueignen. Hört auf mich. Ich bin der es gebraucht hat und es nicht konnte. Aber sie lebt noch.
Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Ist doch auch was, oder? So, hat sie mir einen kleinen Streich gespielt, hat gedacht, sie muss mal hier, keine Ahnung, für 10 Minuten Tod-Mann-Stellung machen. Oder Tod-Frau-Stellung, dass ich hier und muss hier aufhören, bei Bewusstsein zu sein. Kann man mal machen, weißt du? Willst du ein bisschen Schwung in die Partnerschaft bringen? Kann man das ruhig mal machen, einfach so umkippen. Geile Sache. War nicht cool. Das war das Schlimmste, was sie mir je angetan hat. So, okay. Jetzt kann ich fleißig stabile Seitenlage anbringen und bin da auch sehr stolz drauf. Mal gucken. Vielleicht übe ich das noch ein bisschen, dass das hier aus dem FF klappt. So, jetzt habe ich ganz viel gelabert. Ich spiele hier mit meinem patentierten Richtungstasten-Feststelltool rum. Das ist aber schlecht, weil ich damit die ganze Zeit auf dem Tisch klopfe. Hört man wahrscheinlich nicht, weil hoffentlich mein Mikrofon soweit den Freischwinger hat. Aber ist ja auch egal. So, was soll ich heute tun? Wie man sieht, habe ich heute keine Mato, nichts getrunken. Ich habe noch nicht an den Monitor gespuckt. Dafür juckt mir der Zinken wie Sau. So. Was machen wir ansonsten noch? Jetzt sind wir schon 16 Minuten drin und haben wenigstens war am Anfang gleich Action. Immerhin. Ja, also, der Plan heute sieht vor, mir beim Gähnen zuzugucken. Tut mir leid. Wir gehen jetzt da runter und gucken uns das Bild an. Das dauert ja aber auch wieder. Wir gehen ja dahin, wir gehen auf Angucken und dann dauert es wieder ewig, bis das weit genug rausgezoomt ist, denke ich. Ich hoffe, dass das mit den Türen, dass das dann auch offensichtlich ist. Was ist so, am besten so mit rotem Kringel oder so? Ja, keine Ahnung. Und dann müssen wir da noch hinlaufen, wo so eine Tür sein soll. Und dann müssen wir irgendwie noch 16 Stunden warten. Das ist auch ein bisschen doof. Wie viel Uhr haben wir denn in 16 Stunden? Also wir haben jetzt 20 Uhr, da wäre dann 36 Uhr. Okay, gut. Habe ich gut ausgerechnet. 24 Stunden Uhr durchgespielt, kann ich euch sagen. So. Ja. Ansonsten will ich heute eigentlich mal früh ins Bett gehen. Das heißt nicht, dass ich schlafen werde. Ich habe mir letztens... Oh ja, kann ich ja ein bisschen erzählen. Die ganzen Geschichten über hier die Verarschereien auf eBay, weißt du, wo du ein Paket geschickt kriegst mit Backstein drin oder sowas, oder Kleinanzeigen, ist ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, ist noch Kleinanzeigen, was ja sogar noch schlimmer ist wie, hier, zahlst du per Family and Friend und damit der Verkäufer die Gebühren nicht zahlen muss. Und dann hast du halt überhaupt keine Handhabe. Also du hast keine Versicherung, kein gar nichts, ne? Und ja, so, jetzt kann ich auch eine Story erzählen darüber. Also passt auf. Ich lese gerade, also was heißt gerade? Ich lese halt Manga. So, gerne. Ich lese generell gerne und Manga auch insbesondere. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht wie oder warum, wahrscheinlich war es Freundin oder so, mir Solo-Leveling angedreht. Ist quasi überskillt der Manga. Ist quasi wie One Punch Man mit nicht ganz so. Nicht ganz so One Punch Man, aber es bleibt beim Hauptcharakter, der überskillt ist. One Punch Man ist ja cool, weil der macht halt alle mit einem Schlag platt. Deshalb zeigen sie irgendwann nichts mehr von ihm selbst. Trotzdem guter Manga, kann ich trotzdem empfehlen. So. Ja. Wo waren wir? Solo-Leveling. Das heißt gar nicht Solo-Leveling, oder? Doch. Oder? Doch, ja. Ist kein Manga, ist ein Manhwa, also ist ein koreanischer Comic. Ach, das wird wieder die Manga-Fraktion, das wird's wieder richtig ärgern. Ich muss eh mal ein bisschen über die Manga-Fraktion lästern, ja? Also. Ich war ja früher selbst groß Manga-Gedönse und Comic und ich lese doch keine Comics. Okay, eigentlich war es andersrum. Ich habe natürlich mit Comics angefangen, habe hier, als Spawn-Comics in Deutschland rauskamen, habe ich mir die jeden Monat hier am Kiosk gekauft, so, also die Heftchen so richtig so. Ja, okay. Ja, und dann irgendwann ging's mir auf den Sack. Und zwar insbesondere die Kästchen oben links, die Story erklären oder was weiß ich was
10 Zeilen Text, die irgendwas erklären. Das ging mir auf den Sack, weil du hast hier ein Medium, das mit Bild arbeitet und du erklärst es mit Text. So. Und dann festgestellt, oh geil, Manga ist ja cool. Die haben so Kästchen nicht. Die erklären dir das mit Bildern. Ist ja voll geil. So, und dann war ich ewig lang in der Manga-Fraktion. Ist noch eine Zeit, wo noch keine Anime auf RTL 2 liefen und wo, kannst du dich noch wer an die Anime-Nächte auf Vox erinnern? Sehr gut. Und jetzt geht noch mal ein paar Jahre vorher. Das ist noch eine Zeit, wo auf Arte manchmal so Themenabend war und da war Themenabend, war Manga und da haben sie Anime gezeigt. Es gab das Wort Anime noch nicht in Deutschland, so irgendwie. Da hast du halt, da gab es noch kein Pokémon oder so, keine Ahnung, das ist graue Vorzeit, ich kann es euch sagen, so. Und da habe ich quasi angefangen und Ranma 1,5 und Oh my Gottes und sowas gelesen. Ranma 1,5 vor de Lulz, Oh my Gottes vor de Zeichnungs. So, also aus dieser Zeit komme ich und da dann Manga gelesen, sowas. Und ich wollte eigentlich jetzt über die Manga-Leute lästern, so. Dann irgendwann zwischenzeitlich dann einfach wieder gescheite Comics gekauft, also nicht Superhelden-Comics, die gehen mir immer noch stellenweise sehr schnell auf den Sack, aber du musst ja keine Superhelden-Comics kaufen. Es gibt auch andere gute Comics. So, und ja, dann halt so, mag ich halt. Comic, Manga, alles so, mag ich. So, jetzt ist ja Folgendes. Geh mal auf zum Beispiel die Comic Convention. Ich glaube, die gibt's noch, ne? Geh mal auf die Comic Convention und zähl mal, wenn du dir den Spaß machen willst, wie viel Anime, also offensichtlich Anime und Manga Cosplayer oder Leute rumrennen, die definitiv nichts mit Comics am Hut haben, sondern halt explizit japanische Animations- und Zeichenkunst, Comic, Manga und Anime, sowas. Die Antwort lautet viele. Sehr viele. Ist halt einfach so. Hey, es geht hier um Comics, alles klar, da gezeichnete Bildchen, sowas, alles klar. Kommt mit, ist voll geil. So, und jetzt macht euch mal den Spaß. Okay, gibt's die Animagic noch? Ich glaube nicht. Ist schon ein bisschen länger her. 99 war meine... Ach gut, scheiße, ist schon ein bisschen länger her. 99 war meine erste Animagic, so. Gibt's die noch? Egal. Also geht mal auf eine Anime- und Manga-Convention. Ja? Und guckt mal, wie viele Leute im Superman-Kostüm oder im Superhelden-Kostüm, im amerikanischen Superhelden-Kostüm ihr seht. Oder wie viele Leute, die mit Anime und Manga nichts am Hut haben, sondern mit Comics. Und zählt die mal. Das geht deutlich schneller wie andersrum. Ihr werdet feststellen, fast keine. Und was ich auch festgestellt habe, dass es quasi verpönt ist. Unter den Anime- und Manga-Fritzen. Dazu nenne ich insbesondere 13-Jährige, weil das sind dann die schlimmsten Hardliner, die einfach die zerstören mir mein Hobby. Mein Hobby ist nur das. Die sind da nicht offen für andere, so. Das gibt sich normalerweise mit der Zeit, hoffe ich. So. Und also Anime und Manga Fritzen und Fritzinen, wie ist die weibliche Form von Fritz? Fritzis. Fritziä, okay. Das ist die Mehrzahl von Fritzen. Ich habe keine Ahnung, ist doch egal. Fridolinas. Ist doch jetzt auch egal. So, die reagieren da ziemlich allergisch drauf, wenn du da dann wirklich, keine Ahnung, im Halb-Hulk-Kostüm rumrennst. Wenn du nur lila Hosen anhast. Oder schlimmer noch, wenn du keine lila Hosen anhast. Nur grün angemalt bist. Okay. Ja, und dann wirst du ziemlich schnell hier, du hast hier nichts zu suchen, ne? Andersrum ist es aber voll okay. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Anime und Manga, Fritzäs, bleibt mal locker. Nehmt mal die Rasterfolie aus dem Hintern. Okay? Gut. So. Haben wir es uns jetzt also auch mit denen verscherzt? So, wie sind wir hier hingekommen? Ach so, Manhwa. Muss man ja aufpassen. Sind ja keine Manga. Das ist ja ganz was anderes. Ja, ist mir scheißegal. So, Solo-Leveling, ja. Genau, ich will ins Bett gehen. Und, ach so, ja, eBay, genau. Und da gab es ein Angebot, also ich habe im Moment Band 1, 2, 3, 4 und dann habe ich mir nochmal Band 4 gekauft und Band 5. So, es gibt im Moment 16 Bände oder so. Und dann habe ich auf eBay, nein, nicht auf eBay, auf Kleinanzeigen ein Dingens gesehen, Band 6 bis 10
mit Schuber und dann nochmal 11, 12, 13, 14 Lose, also die Bände Lose, sowas. Für einen sehr ordentlichen Preis. Und der war genau an der Grenze zu, das ist zu günstig, das ist Scam und das kann auch einfach nur ein sehr ordentlicher Preis sein. So. Und also es war noch unter 100 Euro, knapp unter 100, unter 100. Also so, wo ich dann auch gesagt habe, okay, komm, machen wir. Ich guck mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, bin ich 100 Euro los. Dann verbuche ich die als Lehrgeld und dann könnt ihr mich alle hinten rumheben. Also habe ich das gemacht. Und es war wirklich wie aus dem Scam 1x1. Wirklich jedes Ding abgecheckt. Zuallererst fängt es mal mit es wurden sehr viele Smileys benutzt. Bei der Dingsbums. Dann kam auch sofort, ja hier, ich würde gerne über PayPal bezahlen, ja gar kein Ding. Ich übernehme auch die Kosten für das ganz normale. Ja, er würde hier Familie und Freunde halt, ne? Oder Freunde und Familie oder wie es heißt. Und dann so erste Alarmglocke, weißt du, so, aha, alles klar. Der allererste Checkbox war natürlich der Preis, der halt, wie gesagt, genau auf der Linie war. Ist es Scam, ist es kein Scam, ist genau auf der Linie so. Das zweite war, ja, Zahlung dann nur über Freunde und Familie, was natürlich nicht über Kleinanzeigen selbst geht, sondern das musst du dann außerhalb regeln. Da hilft dir dann auch Kleinanzeigen nimmer. Das ist schon mal das zweite. Das dritte war dann, ja, pass auf, ich bin nicht der die Manga, Manhwa, Comics, nennt es wie es wollt, der die verkauft, ich mach das für einen Freund. Das war das dritte. Er hatte gute Bewertungen, mehr als 3 oder 4 oder 5 und auch relativ aktuelle noch. Also immerhin das. Es war irgendwie kein so gescannter, geklauter Account, der schon 10 Jahre keine Bewertungen mehr gekriegt hat. Immerhin das. Dann habe ich halt mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und dann, naja, was ist für einen Freund und so und dann... Aber alles noch... Er war immerhin freundlich, also er, ich weiß nicht, ob es ein er oder eine sie war, die Person war freundlich und so. Ein bisschen, für mein Empfinden, ein bisschen zu viele Emojis benutzt, jetzt nicht übermäßig viel, aber halt doch schon ein paar. Ich bin ein alter Mann, ich schreibe nicht Emojis. Ich mache vielleicht mal einen Strichpunkt, Bindestrich, Klammer zu. Das sind meine Emojis. Sind das nicht sogar Emojis? Wie heißen die, wenn es Bilder sind? Emojicons oder ist es umgekehrt? Keine Ahnung. Also ich komme aus der Zeit vom Internet, wo man das noch mit der Tastatur gemacht hat, um Bandbreite zu sparen. So, ja jedenfalls, also das noch so, wo ich, ja okay, es kann auch einfach nur eine eher jüngere Person sein. Aber es ist so, ja okay, also, ich habe gesagt, hier DHL, also versichert, also nicht, dass ich zumindest dann da gesagt, ja klar, er schickt das da weg und er schickt mir dann ein Foto von der Quittung irgendwie sowas, wo halt die Versandnummerzahl draufsteht. Ja, okay, alles klar. Dann zwischenzeitlich, also ich war auf Arbeit, es war 16, 17 Uhr, kommen dann noch ein paar Nachfragen, als ich dem meine Adresse geschickt habe. Was ist denn bei meinem Namen, den ich ihm geschickt habe, mit Straßenadresse, was ist denn da Vor- und Nachnamen? Okay, da musste ich so ein bisschen lachen, weil... Also ich habe schon einen sehr deutschen Vornamen. Also, nein, das ist jetzt nicht Artus der Schreckliche oder so, aber das ist halt ein sehr geläufiger... Wird auch heute durchaus noch benutzt. Also ich wüsste auch nicht, dass es diesen Vornamen als Nachnamen gibt. Es ist nicht sowas wie Frank oder sowas, was ja Vorname und Nachname sein kann. Es ist halt wirklich ein Vorname. Den gibt es nur in Deutschland nur als Vorname. Und dann so, okay, es ist natürlich gut möglich, dass die Person, mit der ich hier schreibe, kein Deutscher ist. Also, oder in Deutschland wohnt, aber halt so wie ich halt, als ich in der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe, da war ich halt auch für Bewerbungen zuständig und dann schreibt halt jemand ohne Bild und dann ist das ein Name, ein türkischer türkischer Zunahme oder Nachname, wie man es nennt, und ich wusste nicht, was Vorname und was Nachname ist. Ich wusste doch nicht mal, also ich stand dabei, dass die Person weiblich ist. Immerhin. Hat mir insofern geholfen, herauszufinden, dass der Nachname
ein Familienname ist. Also ein Name, der oft als Familienname genommen wird oder als männlicher Vorname. Und da ich definitiv wusste, weil in der Bewerbung drin stand, dass es eine Frau ist, dass das eine Frau ist, war mir auch klar, okay, dann muss das der Vorname sein. Und habe dann mal geguckt, ja, das ist definitiv ein türkischer Vorname. Okay, weißt du, und dem ist es vielleicht genauso gegangen. Und der sieht halt meinen Vor- und Nachnamen und denkt sich so, Kacke, Mann, was ist da Vor- und Nachname? Ich muss trotzdem ein bisschen schmunzeln. War lustig. Auf jeden Fall hat sich geklärt. Ich krieg halt ein Foto, so von wegen, ja, hier ist der Einlieferungsbeleg. War irgendwie an einem, ich sag mal, Dienstag, sag ich mal. 17 Uhr hab ich den Beleg gekriegt, stand da auch drauf, okay, alles klar, da wurde ein Paket eingeliefert. Jetzt war aber, ich glaube, freitags ein Feiertag oder so. Und das Ding wurde mittwochs um 17 Uhr eingeliefert. Das war donnerstags, immer noch. Hat sich noch nichts getan, also in der Sendungsverfolgung. Freitags war ja eh Feiertag, hat sich nichts getan. Also eigentlich war das Ding einfach nur die ganze Zeit, wurde eingeliefert. Ja, okay. Und dann plötzlich, samstags, ich war auf der Arbeit, plötzlich so, bim, hör mal, das wird heute geliefert. Ja, wie? Wird das beigezaubert oder was im Portal? Was ist denn wird ins Fahrzeug geladen, wird an die Zustellstation gebracht, wird ins Ausfahrfahrzeug, ist unterwegs, sowas? Nö, es war einfach ist abgeliefert worden, ist jetzt im Fahrzeug, ist um 13 Uhr bei dir zu Hause. Okay, auf jeden Fall, ein Paket kam an. Ein großes, schweres Paket, auf dem stand PlayStation 4, fett. Und ich habe halt schon, weißt du, da können auch Backsteine drin sein, ne? Ich habe halt, meine Freundin war zu Hause, oder war es ein Freitag oder Samstag, keine Ahnung mehr, war halt zu Hause schon. Und dann habe ich zu ihr gesagt, mach mal bitte das Paket auf und sag mir mal, wie schön die Backsteine sind. Ehrlich gesagt, ich habe nicht dran geglaubt, dass da was anderes drin sein könnte. Und wie sich dann rausstellt, ich greife vor. So. Sie macht also das Paket auf dem steht hier PlayStation 4. Und macht auf. Und was ist drin? Ihr habt's erraten. Richtig. 9 Manga. Geil. Waren 6 bis 14. Sind das 9? Ich glaube schon. Und Schuber. Also genau das, für was ich bezahlt habe, war da drin. Alles perfekt gelaufen. Ich meine, ich habe so viele Checkboxen hier. Scam, eventuell Scam, weißt du? Und was kriege ich am Schluss? Kein Scam. Genau das, was ich gekriegt habe. Das war einfach nur höchstwahrscheinlich ein freundlicher junger Mensch, der für einen anderen freundlichen jungen Kollegen von ihm oder sowas seine Manga verkauft hat. Er hat Geld gekriegt, er hat es versendet, ich habe Sendungsverfolgung gekriegt, hat alles gestimmt. Und ich habe jetzt Manga und freue mich, dass ich jetzt sau viele Manga habe zu einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Preis. Voll geil. Habe ich dem gleich mal ordentlich alles, was an Sterne und positiver Bewertung geht, alles mal reingedrückt. Was? Aber da kriegst du noch eins. Was? Was steht da? Du hast schöne Schuhe. Ja, kriegst du auch noch reingedrückt. Alles, was an gute Bewertung geht, habe ich ihm reingedrückt. So. Also mit anderen Worten, ich bin nicht gescannt worden. Haha, wer hätte das gedacht, hä? Habt ihr jetzt wunders gedacht, dass ich jetzt hier läster über Kleinanzeigen und so? Nö. Ist jetzt natürlich scheiße für Leute, die sich jetzt auf mich verlassen und sagen, das gibt doch noch ehrliche Leute und die dann gescammt werden. Ist halt scheiße für euch. Aber ich wurde nicht gescammt. So, würde ich ja nur mal sagen. So. Okay, jetzt habe ich immerhin Zeit überbrückt bis zu Grafik. Weil jetzt hier, wir sehen wieder was. Sehr schön. Mir fällt gerade ein, ich habe ja noch einen Haufen Hacken, ja. Da könnte man zur Not uns auch mal hinstellen. Ich meine, ich habe ja 16 Stunden Zeit und kann mal gucken, ob ich so diese Goldmünzen hacken kann, heißt du? Das Goldsaal da. Ein Königreich auf... Oh. Ein Königreich auf eine grüne Mineralwasserflasche. Super. So. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Ach so, ja. Jetzt gehe ich dann halt gerne etwas früher ins Bett, so um 8 oder so. Also das ist nicht früh für mich. Ich bin alt. Da geht man gerne mal früher ins Bett, weil Schlafen auch was Feines ist. Aber dann lese ich halt noch ein Band. Ein Band Solo-Leveling. Und falls mir Solo-Leveling mal zu langweilig wird, ich habe links und rechts vom Bett
Ich habe so ein Futorbett oder wie das heißt. Die waren früher mal zu meiner Zeit, als ich jung war und 20, weißt du, wo so relativ flach das Bett, also schon ein Holzgestell, aber außen ist so ein dicker Rand außenrum und der ist so praktisch, dieser dicke Rand außenrum, da sparst du dir den Nachttisch. Da kannst du zum Beispiel abends ins Bett gehen und noch ein Schlückchen Traubensaft trinken und wenn du morgens wach wirst und nicht leer getrunken hast, kannst du einfach weiter trinken. Ist feine Sache, habe ich gehört. Könnte man machen. Oder aber man legt sich Manga drauf und dann hat man immer Manga griffbereit zum Lesen. Ist doch eine feine Sache. Oder ein Tablet, mit dem man sich Videos auf den Fernseher schmeißt. So. Futorbett kann ich nur empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, dass die halt relativ tief sind und man wird halt nicht jünger. Kannst aber 2 Matratzen drauflegen, geht auch. Muss nur gucken, dass die da nicht runterfallen. Ist ja auch egal. So. Ja, auf jeden Fall, das ist das Problem beim Älterwerden. Wenn du irgendwann mal älter wirst und dann verdienst du Geld. Also am Anfang bist du jung, hast du kein Geld, aber sau viel Zeit. Und dann wirst du älter und dann verdienst du Geld, aber du hast keine Zeit mehr. Und was halt da drin mündet, dass man sich mit dem Geld Manga kauft, aber sie nicht liest. Das ist ein bisschen doof. Und dann so, ja, du kaufst dir dann so auf Halde, weißt du, aber dann hast du halt gerade keinen Bock auf Mila Superstar lesen. Habe ich zum Beispiel 2 Bände, habe ich noch nicht gelesen. Noch nicht so wirklich. Ja, und deshalb habe ich einen Haufen Manga oder hast du halt so viel, dass du so eine große Auswahl hast, dass die einfach nicht leer werden. So, jetzt habe ich Solo-Leveling 18 Bände oder 14 Bände oder sowas. Ja, ich habe noch andere Sachen, die ich eigentlich lesen will, aber ich will jetzt eher Solo-Leveling lesen. Wenn ich die dann durch habe ich vielleicht keinen Bock mehr auf Manga lesen. Und dann lese ich wieder 3 Wochen irgendein Buch oder zock oder guck einfach nur YouTube oder sowas. Das ist First World Problems, kann's euch sagen. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Habt bitte Mitleid mit mir. So, genau. Schon wieder Zeit überbrückt. Wunderbar. Das gibt wieder eine sehr informative Folge, in der genau nichts... Na, stimmt nicht. Es passiert ja nicht nichts. Ich habe eine Enttäuschung eingesammelt. Gleich am Anfang. Enttäuschenderweise ist das Spiel heute nicht zu Ende. Komisch. So. Jetzt müssten wir aber gleich da sein. Ich glaube, wir gehen jetzt noch so diese steile Treppe da runter. Genau die da. Und dann stellen wir uns ein bisschen vor die Karte und gucken mal, was da los ist. So. Und wenn ich nichts finde, Cooles, und dann laufen wir einfach nach Hause und tun einen Kristall hinhängen. Und dann, ja. Ja. Das Problemchen ist jetzt halt so ein bisschen, wenn ich dann wieder nach oben laufe und das rothaarige Gnomen-Dingsbums da ist nicht da, dann muss ich ja warten wieder. Und dann irgendwann ist es da, dann schalte ich schnell wieder hier an, so wie jetzt heute gerade, und dann klappt es vielleicht, aber dann geht ja die Folge nur 5 Minuten. Und dann ist sie ja dann zu Ende, oder nicht? Und ja, wir sind ja jetzt wirklich kurz vorm Ende. Also entweder in 26 Tagen, 26 Tage, 16 Stunden, 21 Minuten und 30 Sekunden. So, jetzt sind wir da. Oder halt, wenn ich es vielleicht an die Oberfläche schaffe. Also ich werde es probieren, an die Oberfläche zu kommen. Und wenn das halt nicht klappt, dann weckt man halt den König auf und sagen, ich hab's gar nicht probiert, ich hab extra nur gewartet, dich zu wecken. So wird das dann sein. Okay, also, wo ist meine Maus? Dann untersuchen wir mal. Diese Einkörperungen scheinen eine sehr krude Karte des Königreichs abzubilden. Es wird eine Weile dauern, sie zu entschlüsseln. Alter. Na, dann lassen wir das halt jetzt so. Es zoomt schon raus, gell? Ja. Moment, wenn ich das da jetzt halt wegmache, zoomt es dann immer noch raus. Moment, ich mache wieder einen Test. Das ist hier genau unten dran. Ja, guck, es zoomt raus. Okay, jetzt lassen wir das Ganze einfach ein bisschen rauszoomen. Ich frage mich halt wirklich, wer guckt denn das? Also außer mir. Ich gucke das. Ich kann das super bei einpennen. Aber halt vor allen Dingen, weil ich es halt quasi schon kenne. Zum Beispiel am Anfang dieser Folge bin ich dann,
voll hibbelig und dann merke ich so, ach, das ist die, wo ich sonst nichts mache, außer durch Dunkelheit laufen, da kann ich ja schlafen. Oder so. Ich fange an, die Einkerbungen zu verstehen. Oh, ist doch schön. So, seht ihr hier irgendwo Holztüren? Ich sehe nix. So. Wie ist das eigentlich? Sehen wir hier wirklich die komplette Karte? Oder nur das, wo wir schon drin waren? Ne, wir müssten wahrscheinlich die komplette Karte. Ich habe mir ja einen Screenshot gemacht. Damals. So. Okay. Seht ihr hier irgendwo Türen? Ja, heb mal auf. So. 8 Kohle. Sind hier irgendwo Türen? Also, ja, natürlich sind da Türen. Ich schätze mal, dass die dann wahrscheinlich irgendwo hier dann halt da eine Holztür ist oder was? Also ich suche ja, falls das nicht mitgekriegt hat, diese Holz... Was ist denn das da? Was ist denn das da? Das Gelbe? Ach, keine Ahnung. Da ist eine Holztür. Da. Da unten. Da komme ich ja recht gut hin. Guck mal, ich muss in die Goldkammern dann einfach nach rechts. Da ist eine Holztür. Da, komm her. Komm her. Lauf, dahin. Lauf dahin. Dahin laufen. Zum Gold und dann einfach nach rechts und runter. Da ist eine Holztür. So, läuft der mir jetzt zum Gold? Nee, macht er nicht. Na, komm mal her. So, bleibst du hier? Lauf mal bitte zum Gold. Bring mich zum Zaster! Oder wie das hieß. So, der läuft mir jetzt zum Gold, ja? Und dann muss ich einfach beim Gold nach rechts rausgehen und dann eins runter und da müsste eine Holztür sein. Wobei das Spiel ja sagt, oder nicht das Spiel, die Website, wo ich da geguckt habe, wegen dem Schlüssel, dass die da noch nicht da ist, die Holztür. Die ist erst um Punkt 0 Uhr oder sowas da. Habe ich ja nochmal 16 Stunden. Ey, Mann, merke ich eben gerade. Nee, wie war das jetzt? Achso, nee, um 0 Uhr ist dann die Tür da. Da gibt's... Also soweit habe ich nicht gelesen, was es hinter der Tür gibt, aber du brauchst dafür halt den Schlüssel, den wir halt haben. Ich hoffe, dass es da was Cooles gibt. So. Und dann... Also das ist jetzt quasi in 16 Stunden, ja. Und dann muss ich nochmal... Dann ist es 0. Und dann muss ich nochmal so lange warten, bis es wieder 17 Uhr ist oder so. Moment, kann das sein? Moment. 17,59. Nee, es war 16,59, wo der Gnome mit den roten Haaren kommt. Habe ich mir dafür eine Kacke auf? So. Ja, wirklich schon. Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir schon so lange in dem Spiel hier. Heute. Das ist schon, ja, habe ich wieder so lange geplappert hier. Naja, hab da immerhin wertvolle Geschichten heute gelernt. An dieser Stelle nochmal Danke an den oder die Leute, ich muss da rechts raus, die mir die Solo-Leveling-Mangas geschickt haben. Die sind cool, danke. Und war ein sehr fairer Preis. Kann man nicht anders sagen. So, ich muss da runtergehen. Und da wird dann eine Tür erscheinen. Okay. War die Tür da? Da war definitiv eine Holztür. Oder muss ich da jetzt durchgehen? Ich weiß nicht mehr. Ich gucke mir das Video nachher nochmal an. Was war das für ein Geräusch? Ja, komm, heb auf. Okay, ich glaube, die Tür war da hinten. Also, die wird dann da hinten sein. Tun. Na, guck mal einfach mal. So, wo komme ich denn hier hin?
Kann ich da hochgehen? Das sieht so komisch aus hier. War ich hier schon mal? Ja, ach, geht's da nicht in die Minen rein? Ja, komm, bei. Hoppala, ich wollte nicht ins Mikro rülpsen. Aber es ist mir auch gerade egal. Meine Freundin guckt gerade YouTube-Videos, wie jemand Eier anbrennen lässt. In der Pfanne. Oder so. Also da brauchst du keine YouTube-Videos, das kriegst du ganz alleine hin. Okay, da unten ist so. Ja, nee, pass auf. Wir machen jetzt hier nichts mehr. Wir gehen zurück, wir stellen uns dahin, wo die Tür sein soll. Und in 16 Stunden, das ist ein geruhsamer Schlaf für mich. Fast. Fast, nicht ganz. Bin ich etwas unausgeschlafen nach 16 Stunden. Gibt's dann die nächste Folge, also die ich aufnehme. Und dann gucken wir mal, was mit dieser Tür... Nein. Daher. Komm. Nicht bescheiße, kleiner Schatten. So. Ich glaube jedenfalls, dass hier die Tür erschien. Das gucke ich mir jetzt gleich nochmal im Video nochmal genau an. Notfalls stelle ich mich dahin, wo die Tür hätte sein sollen tun. Okay? So. Also da. Also hier. So. Also da. Nein, hier. Achso, ja, da. Nein, hier, da, ja. Okay, kleiner Schatten. Dann setz dich mal dahin und wart, bis die Tür kommt. Okay? Gut, danke. Tschüss, habe ich schon einen Knopf gedrückt? Nö, aber jetzt. Tschö, bis morgen oder vielleicht später.